Das ist schon sehr cool. Einfach zur richtigen Zeit ist Gott bereit. Er kommt nie zu spät. Wir starten ja auch mit dieser Predigtserie heute zum Thema Zeit, zu der ganzen Serie Hingabe. Ich habe diesen Titel hier eingeblendet und einfach, um das Ganze ein wenig einzuordnen, möchte ich so wie einen kleinen Überblick geben, wo wir uns befinden. Ich habe hier diesen Wegweiser mitgebracht. An diesem Wegweiser stehen viele Menschen immer wieder, ganz neu. Vielleicht bist du auch schon da gestanden. Diesem Wegweiser, wohin geht der Weg? Willst du einen Weg mit Jesus gehen oder willst du deine eigenen Wege gehen? So eine Entscheidung, vielleicht kommt dir in den Sinn, genau vor 50 Jahren, das war der Punkt, wo ich mich entschieden habe, einen Weg mit Jesus zu gehen. Das nennt man ja auch manchmal Bekehrung. Vielleicht sagst du auch, ja, das war bei mir, das war bei Live on Stage vor ein paar Tagen. Vielleicht sagst du auch, ja, ich bin immer wieder an diesem Wegweiser gestanden und habe mir überlegt, will ich wirklich den Weg mit Jesus einschlagen oder nicht? Und hast dich noch nicht entschieden. Da könnte heute dieser Tag sein. Das steht ja in der Mitte. Heute ist immer der beste Tag, um diese Entscheidung zu fällen. In Markus 16 heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also dieser Anfang, das steht immer am Anfang von einem Weg, wo wir sagen, ja, ich habe ein Ja zu Jesus als Retter. Und dann heißt es hier so brutal, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Du denkst, oh verdammt, das klingt jetzt recht brutal. Aber es ist einfach das, was die Bibel umschreibt, ohne Gott zu sein. Fern von Gott zu sein, das ist nichts Schönes. Im Gegenteil, bei Gott zu sein, das ist das Beste, was es gibt. Und ganz an verschiedenen Orten kommen wir an diesen Punkt, wo wir Jesus Ja sagen können. Und vielleicht einmal im Leben hast du das gemacht oder noch nicht. Und dann beginnt ein Weg. Ich habe das hier so eingezeichnet mit diesen roten Punkten. Ein Weg, der eigentlich unser ganzes Leben dauert, wo wir unterwegs sind, immer höher hinauf oder sag mal immer mehr zu Jesus hin. Es wird manchmal mit Jüngerschaft umschrieben, dieser Weg, oder mit Heiligung. Das ist ein erster Schritt, der beginnt. Und dann ein nächster Schritt. Was bedeutet das jetzt, mit Jesus zu leben? Ein nächster Schritt. Und Schritt für Schritt geht man vorwärts und ist unterwegs auf diesem Weg. Und es gibt ein Ziel. Das Ziel ist, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Im Römer 8,29 heißt es, da sagt Gott, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also dieser Weg, der führt eigentlich dahin, dass man immer ähnlicher wird, wie Jesus Christus ist. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, auf diesem Weg, wir schauen immer wieder Jesus an. Wir sind heute hier, um auf Jesus zu schauen und werden verwandelt in sein Bild. Und das gilt jetzt für einzelne Menschen, für mich als Mensch, aber es gilt auch für die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist der Leib von Jesus Christus. Also die Verkörperung von dem, was Jesus ist. Es widerspiegelt Jesus. Also der Weg, die Jüngerschaft, Heiligung hat als Ziel, gleich zu sein wie Jesus. Verändert zu werden in sein Bild. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Die meisten Menschen sind das ganze Leben unterwegs. Vielleicht hat es ein paar hier, die sagen, ich bin schon angekommen, schon fast am Ziel. Aber die normalen Menschen, normale Christen sind irgendwo auf diesem Weg unterwegs, mit einem ersten Schritt, mit einem zweiten Schritt, mit einem 1000. Schritt, mit einem 10.000. Schritt und kommen immer näher zu Jesus hin. Und ich denke, das Leben könnte sehr, sehr lange dauern und wir wären immer noch auf diesem Weg unterwegs. Und auf dem Weg gibt es so verschiedene Punkte. Es gibt 2 wichtige Teile, wo wir immer wieder Ja sagen zu Jesus. Einerseits, ja, Jesus, du darfst mein Herr und Meister sein. Ja, Jesus, du bist der Herr über mein Leben. Ich will mich an dir orientieren. Die Bibel spricht manchmal sogar davon, dass wir Knechte Christi sind. Also so ein Bild, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ein Knecht zu sein. Was bedeutet einfach zu sagen, ja Jesus, ich und mein ganzes Leben will ich dir unterstellen. Das ist eigentlich das, was mit Hingabe gemeint ist. Und das ein zweites Ja, Jesus sendet uns, Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Und das ist auch wieder auf diesem Weg, immer wieder neu Ja zu sagen. Ja, Jesus, sende mich dorthin, wo du mich hinsenden willst. Also diesen Weg mit diesen verschiedenen Ja's, ein Ja am Start und dann immer wieder ganz viel kleine Ja's im Leben. Vielleicht gibt es so Phasen, wo wir sagen, ja, da bin ich so nah mit Jesus unterwegs, da mache ich ihn zu meinem Herrn. Und dann plötzlich merke ich, jetzt ist es wieder ganz schwierig geworden. Und es braucht wieder ein erneutes Ja. Und in dieser Serie sind wir vor allem hier unterwegs bei diesem Ja, Jesus, mein Herr. Jesus, der Herr meines Lebens, meiner Lebensbereiche. Ich gebe mich Jesus hin. Also, wenn wir diese 3 Punkte haben, am Anfang eine Hinwendung zu Jesus und dann im Unterwegssein eine Hingabe, ich gebe mich Jesus hin, und dann auch ein Hingehen. Hinwendung, Hingabe und Hingehen. Und Gabe, genau, bei diesem Hin sind wir jetzt. Hingabe, sein Leben Jesus hinzugeben. Manchmal denken einige Leute, Hingabe bedeutet, dass ich mich jetzt Jesus hingebe, so um wie etwas Jesus zurückzugeben für das, was er alles mir gegeben hat. Für mich bedeutet Hingabe eigentlich ein gewaltiges Geschenk. Wenn ich Jesus alles anvertraue, was ich habe und er das gestalten darf, dann gelingt es zum Besten für mich und mein Leben. Es ist nicht etwas zurückgeben, sondern eigentlich sogar fast etwas bekommen. Manchmal denken Leute, Hingabe, das ist mega wichtig, dass ich Gott etwas gebe, damit er mir dann gut gesonnen ist, damit er mir gnädig ist. Aber auch das wäre ein ganz falscher Gedanke, weil dass wir gerettet sein können, da hat Jesus sich hingegeben. Da hat Jesus alles gegeben, was es braucht. Wir können da gar nichts mehr geben. Hingabe in dem Sinn bedeutet einfach vielleicht ein Zeichen eines lebendigen Glaubens. Ja, Jesus, weil ich auf dich vertraue, denke ich, dass du den besten Plan für mich hast. Deshalb will ich mich dir hingeben. Manche Leute machen auch Hingabe, weil sie denken, ja, da kommt man gut heraus. Wenn die Leute sehen, dass ein guter Christ man ist, dass man alles so gut machen kann und so weiter, könnte fast auch zu ein bisschen Stolz führen. Aber das Einzige, wo es hinführen könnte, ist vielleicht, dass man sich einen Schatz im Himmel sammeln kann. Wenn Jesus unseren Lebensweg beschreibt, dann hat er eigentlich einen einzigen großen Wunsch an uns. Und das ist, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand, mit unserem ganzen Denken. Und wenn wir über Hingabe reden, dann ist es immer freiwillig. Und es soll immer von Liebe zu Jesus geprägt sein. Also wenn wir heute über Hingabe reden, über Zeit, dann möchte ich dich ermutigen, dich zu fragen, ja, will ich überhaupt mich Jesus hingeben? Wie fest will ich mich Jesus hingeben? An welchem Punkt stehe ich? Und ist es einfach aus Liebe, aus Vertrauen zu Jesus? Wenn du denkst, du musst etwas machen oder so, was mit Hingabe zu tun hat, dann kann ich dich entspannen, du musst nicht. In dieser Predigtserie schauen wir so 4 Bereiche an. Heute starten wir mit Zeit. Was bedeutet es, dass ich meine Zeit Jesus hingebe und sage, okay Jesus, du darfst auch über die Zeit in meinem Leben bestimmen. Das Zweite dann am nächsten Sonntag, ich und mein Körper. Dann kommt Ostern, da denken wir darüber nach, dass er sich uns ganz hingegeben hat. Mit allem. Also er hat sich wirklich alles kosten lassen am Kreuz. Dann später geht es um den Besitz. Was bedeutet es, auch im Besitz Jesus ganz hingegeben zu sein? Ich und mein Haus, das ist dann der Schluss von dieser Serie. Das so ein bisschen einzuordnen, wo sind wir unterwegs mit dem Thema Hingabe. Und mein Wunsch ist, ich weiß nicht, wo du auf dem Weg unterwegs bist, vielleicht geht es um deinen ersten Schritt, um deine ersten Schritte im Glauben. Vielleicht bist du schon weiter oben am Berg und es geht um deinen Schritt 1587. Mein Wunsch ist, dass jeder einfach dort, wo er unterwegs ist, ein neues Ja für Jesus haben kann und hören kann, Jesus, was hast du für mich bereit? Welchen Schritt willst du, dass ich weiter vorwärts gehe und zu sagen, ja Jesus, du darfst mein Herr sein und ich will verwandelt werden, immer mehr in dein Bild. Heute, du meine Zeit, das ist das Thema heute. Übrigens, ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, es ist ein völlig falscher Titel. Es ist wirklich schlecht gelungen. Aber dazu später mehr. Was bedeutet es?
Zu sagen, Jesus, auch in meine Zeit will ich dich als Herr haben. Meine Zeit, ein Teil von meinem Leben, wie kann ich dort auch sagen, Jesus, gestalte du? Und ich will dir heute das Bild von diesem Sessellift mitgeben. Vielleicht hilft das, eine Etappe auf diesem Bergwerk nach oben vorwärts zu kommen. Wir werden da 2 Sachen drauf platzieren. Wenn wir in der Bibel lesen zum Thema Zeit, ich und meine Zeit, dann werden 2 Dinge sehr wichtig. Und beide müssen ausgewogen sein. Das erste ist, dass wir uns irgendwo demütig in die Zeit einordnen. Wir haben vorher schon gehört, Gott hat die Zeit geschaffen für uns. Gott selber, er ist zeitlos. Gott ist ewig. Und wenn wir über Gott nachdenken, über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit, über seine Liebe, über seine Geduld, dann bekommen wir immer wieder so Begriffe, dass es ewig ist, dass es endlos ist. Das ist Gott. Und Gott hat aber uns in eine Welt, in eine Schöpfung hineingestellt, hineingefügt, die eine Zeit hat. Wir sind auch in dieser Zeit. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und seit Anfang der Welt gibt es diesen Rhythmus, diese Zeit, in der wir auch leben. Und wenn wir jetzt in der Bibel lesen, manchmal kommen wir uns unglaublich wichtig vor. Und dann gibt es ganz viele Stellen, die sagen, unser Leben, das ist doch so vergänglich. Es vergeht so schnell. Und wenn wir die ganze Weltzeit betrachten, es ist wie eine Blume, die wächst am Tag und am nächsten ist sie verdorrt. Oder im Jakobus, dort hat es ein wunderschönes Bild dafür. Wenn wir da lesen, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Also große Pläne. Ja, wir haben die Zeit im Griff, wir nutzen sie und so weiter. Dann heißt es weiter, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Jetzt wird es ein bisschen hart. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Eine harte Geschichte. Die Menschen machen große Pläne. Wir denken, oh, das machen wir, diesen Plan, wir haben das so im Griff. Und dann sagt der Jakobus, hey, Gott hat es im Griff. Überlege einmal ein bisschen weiter. Das Leben ist wie ein Dampf. Es taucht auf. Wow, wir leben ja so lange. Aber der Dampf verschwindet dann wieder. Also wir haben gerade am Mittwoch einen MyLife-Workshop gestartet. Wir haben überlegt, was hatten unsere Großeltern für Berufe. Also bei meinen Urgroßeltern weiß ich es nicht. Und von meinen Urgroßeltern weiß ich nicht mal den Namen. So schnell vergeht das. Wie ein Dampf. Da tauchen wir auf. Leben unsere 80 Jahre, wie viele uns der Herr schenkt, und dann verschwinden wir wieder von dieser Erde. Also ein Text, der sagt, hey, seid ein bisschen demütig. Aber trotzdem, wenn wir weiterlesen, auch im Psalm 139, wo es heißt, als ich gerade erst entstand, hast du mich, also Gott ist da gemeint, hast du mich Gott schon gesehen? Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Also obwohl es wie ein Dampf ist es für Gott trotzdem wichtig. Er hat unser Leben gekannt, unsere Tage, was wir erleben werden, hat er schon in ein Buch geschrieben. Gott hat ja verschiedene Bücher, aber in einem Buch steht eine Lebensgeschichte drin. Mega interessant. Und dann im Psalm 31, Verse 14 bis 15, dort heißt es, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand steht meine Zeit. Also das Erste, wenn wir in die Bibel schauen zum Thema Zeit, müssen wir einfach anerkennen, unsere Zeit ist von Gott gegeben. Jede Sekunde, die wir leben, ist ein Geschenk von Gott. Einerseits für Gott unglaublich wichtig, er hat uns geformt, geliebt, unsere Tage ins Buch geschrieben. Aber andererseits dürfen wir auch ganz gelassen sein, entspannt, demütig. Es ist ein für die ganze Welt Lauf,
vielleicht wie ein Hauch oder ein Dampf, mit ein paar Spuren, aber allzu vielen auch nicht. Also das erste Begriff, den ich hier auf diesen Sessellift draufsetze, das ist eine vertrauensvolle Gelassenheit. Das ist jetzt ein bisschen einseitig geworden. Aber als Christen dürfen wir einfach auch mit unserer Zeit gelassen sein. Gott hat es in der Hand und egal wie viel wir planen, keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Jesus selber, er sagt uns, hey Leute, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Der Tag heute wird genug Lasten haben. Und ich will dich an dieser Stelle fragen zum Thema Zeit. Wo bist du vielleicht in der Vergangenheit verhaftet und lässt dich bestimmen von Dingen, die weit zurückliegen? Oder wo sorgst du dich vielleicht um morgen, um übermorgen, um übermorgen, um Dinge, die du gar nicht in der Hand hast? Wo denkst du vielleicht zu groß von dir, dass du alles gestalten, planen kannst und das Maximum aus dieser Zeit auf der Welt herausholen musst? Oder wo denken wir auch demütig und sagen, ja, Jesus hat es in der Hand. Er ist der Herr der Zeit, er hat meine Zeit in seiner Hand. Eine vertrauensvolle Gelassenheit wünsche ich dir. Matthäus 6,34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Vertrauensvolle Gelassenheit. Aber etwas anderes kommt in der Bibel auch häufig vor. Und zwar steht hier vertrauensvolle Gelassenheit und Jesus sagt, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum sollen wir uns denn nicht sorgen? Es geht ja etwas voraus. Jesus sagt etwas voraus, deshalb müssen wir uns nicht sorgen und können gelassen sein und ihm Gott vertrauen, dass er für uns schaut. Der Vers, der vorausgeht, dort heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles hinzugefügt. Also es gibt diesen anderen Teil, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, habt eine Orientierung, habt einen Fokus im Leben, auch zum Thema Zeit, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, könnt ihr gelassen sein, könnt ihr getrost anerkennen, dass es vielleicht nur wie ein Dampf, dass das Leben wie ein Dampf ist und vergeht. Ich habe mir hier ein paar Gedanken gemacht, dieses Trachten, das hier im Altgriechischen steht, trachtet zuerst, könnte man auch übersetzen mit begehren oder etwas erstreben oder etwas zu bekommen versuchen. Also sich darum bemühen, interessant. Das haben wir auf der einen Seite diese Gelassenheit, auf der anderen Seite auch ein sich bemühen, darum bestrebt sein, nach etwas trachten. Also wenn wir über das Thema Zeit nachdenken, merken wir auch schnell, dass gerade weil es ja ein Geschenk von Gott an uns ist, wir auch Verwalter sein sollen, verantwortungsvoll damit umgehen sollen, eine verantwortungsvolle Verwalter sein sollen von unserer Zeit, die uns geschenkt ist. Wenn ich hier einen weiteren Bibeltext dazu nehme, Epheser 5, dort wird das weiter erläutert. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst. Das gilt für diejenigen, die heute eine Stunde zu lange geschlafen haben. Und stehe auf von den Toten. Wir merken, es geht um einen geistlichen Schlaf. Also aufwachen von den Toten, damit ist die Bekehrung gemeint. Zu Gott zu kommen, ein ewiges Leben von Gott zu bekommen. Und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, oder Schritt für Schritt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus. Denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Kauft die rechte Zeit aus, das finde ich spannend. Also auf der einen Seite haben wir immer so diese Gelassenheit. Jesus hat unsere Zeit in seiner Hand und wie viel wir auch planen, er hat seinen Plan und wir können unserem Leben keine Sekunde hinzufügen. Und dann auf der anderen Seite, kauft die rechte Zeit aus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Seid Verwalter von dem, was euch Gott gegeben und geschenkt hat. Von der Zeit, die er euch gegeben hat. Also wenn ich hier auf der anderen Seite eine verantwortungsvolle Zeitgestaltung draufsetze,
dann ist das in einer Balance. So wie ich denke, ist das in der Bibel unser Umgang mit der Zeit beschrieben. Auf der einen Seite völlig gelassen sein, auf der anderen Seite verantwortungsvolle Zeitgestaltung. Kauft die Zeit aus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter. Es gibt noch ganz viele weitere Bibelstellen. Und ich habe mich hier gefragt, ja, wir sagen, wir sind auf dem Weg unterwegs und wollen ähnlicher werden wie Jesus. Was bedeutet eine verantwortungsvolle Zeitgestaltung? Wie hat das Jesus gemacht? Wenn wir jetzt auch in diesem Bereich Jesus ähnlicher werden, wie schaut das aus? Ich habe zum Schluss hier 4 ganz kleine praktische Punkte, wenn ich das Leben von Jesus betrachte, wo ich merke, wie er seine Zeit gestaltet hat. Das erste ist, das muss noch abfahren, genau, auch das hat seine Zeit. Das erste ist, Jesus hat sich immer Zeit genommen, um mit seinem Vater zu verbringen. Das hat Priorität in seinem Zeitkalender. Ich denke, das ist etwas, das würden die meisten von euch unterschreiben, dass das das Wichtigste ist im Terminkalender, Zeit mit Gott, Zeit mit Jesus zu haben. Spannender wäre es jetzt, wenn wir eine Analyse machen von der letzten Woche, wie das wirklich ausgeschaut hat. Ich merke nämlich bei mir, dass das gar nicht so einfach ist. Bei Jesus war das aber sonnenklar, das hatte Priorität vom Anfang bis zum Schluss. Zum Beispiel die Kindheit von Jesus wissen wir ganz wenig. Aber eine Story kennen wir, als er im Tempel geblieben ist und die Eltern sind schon lange wieder nach Hause gegangen, oder? Und mussten ihn suchen und so weiter. Dieser 12-jährige Jesus, oh, wo ist unser Kind? Und das hat Jesus gesagt, wieso er dort geblieben ist. Er hat gesagt, ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. In dem sein, in dem meines Vaters ist. Also Jesus sagt mit anderen Worten, ich muss in der Gegenwart von Gott sein. Ich muss seine Nähe suchen als 12-Jähriger. Wir haben immer diese Story mit den Pharisäern, Schriftgelehrten und so vor Augen. Und Jesus sagt, ich muss dort sein, wo mein Vater ist. Interessant. Anfang von Jesu Wirken. Er ließ sich taufen von Johannes und so und dann ging er 40 Tage in die Wüste. Zum Fasten, das heißt zum Fasten. Also war ganz am Anfang, eine lange Zeit, einfach er zusammen mit Gott. Und dann kam der Versucher. Im Leben von Jesus ganz viele Beispiele. Er zog sich zurück auf den Berg oder hat die ganze Nacht gebetet. Dann ist die Zeitverschiebung egal. Am Schluss vom Leben von Jesus, Garten Gethsemane, was hat er gemacht? Er ist hingegangen und hat die Nähe zu Gott gesucht, hat gebetet, hat die Stille gesucht. Eigentlich in dem Moment, Jesus hat ja, ist ja krass, Jesus musste die ganze Welt retten. Jesus hat ja einen Terminkalender. In 3 Jahren, in denen er aktiv wirkte, musste er eine neue Bewegung starten, musste Nachfolger suchen, musste diese ausbilden, musste die Menschen lehren, musste das ganze neue Königreich erklären. Hat nur 3 Jahre Zeit, am Schluss muss er noch die ganze Welt retten. Dann geht er hin, kniet nieder und betet. Hat eine Zeit der Stille mit Gott. Also das wäre ein erster Punkt, auch wenn es für einige sonnenklar ist, nicht so einfach, aber absolut entscheidend Priorität im Zeitkalender. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, hat Zeit mit Gott eine Priorität in unserem Zeitkalender. Eine zweite Beobachtung, Jesus lebte ganz im Rhythmus von Gott. Wir sehen das an verschiedenen Stellen und wir sehen das aber auch in der ganzen Bibel, dass ja Gott den Rhythmus, die Zeit für uns geschaffen hat, uns geschenkt hat. 6 Tage arbeiten, 1 Tag Pause. 1 Tag Zeit, um bei Gott zu sein, um sich zu erholen. Ein spannender Rhythmus. Und ich denke, wie oft verpassen wir diesen Rhythmus? Dass wir entweder zu viel arbeiten, zu wenig arbeiten, zu gestresst sind, uns gar keine Zeit mehr für Ruhepause nehmen. Gott hat eigentlich einen guten Rhythmus gegeben. Also das wäre ein zweiter Hinweis. Gott hat dir hat er einen Rhythmus geschenkt, seinen Rhythmus geschenkt. Alles hat seine Zeit. Diese Stelle müssen wir eigentlich die ganze Prediger 3 lesen aus dem Alten Testament, 2 Verse davon. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Und so geht es weiter. Die Dinge haben ihre Zeit, ihren Rhythmus. Und oft, wenn wir merken, dass bei unserer Zeit etwas nicht in Ordnung ist, ist es, weil wir nicht im Rhythmus von Gott sind.
An dieser Stelle können wir jetzt noch einiges sagen, wie denn der Rhythmus von Gott aussieht. Aber wir haben nicht die Zeit jetzt heute Morgen dazu. Ich will dich aber ermutigen, wenn du merkst, das ist dein Thema. Auch in der Seelsorge zum Beispiel wäre das ein spannendes Thema. Wie kann ich in einen göttlichen Rhythmus mit meiner Zeit kommen, dass es ausgewogen ist? Eine dritte Beobachtung bei Jesus: jede Sekunde mit Ewigkeitsperspektive. Das finde ich einfach gewaltig. Also wenn wir das Leben von Jesus schauen, Jesus sagt zu den Leuten, da antwortete Jesus und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Wenn ich mir das überlege, bedeutet das, dass Jesus eigentlich jede Sekunde seines Lebens das getan hat, was Gott von ihm wollte. Und das bedeutet für mich Hingabe in der Zeit, dass ich sage, jede Sekunde orientiere ich mich an Gott mit der Ewigkeitsperspektive. Was hast du vorbereitet? Wo willst du, dass ich hingehe? Was ist dein nächster Schritt? Wenn ich mir das so weiter überlege, merke ich, Umgang mit Zeit als Christ bedeutet nicht, ja, am Sonntag gehe ich zum Gottesdienst und dann habe ich die Zeit mit Gott abgehäkelt, dann kommen die anderen Dinge und so weiter und dann kommt wieder etwas mit Gott zusammen, sondern meine Zeit Jesus hingeben bedeutet, Gott, ich komme in den Gottesdienst, was willst du hier mit meiner Zeit? Gott, ich gehe zum Kaffeebar, was willst du hier mit meiner Zeit? Oh, jetzt gehe ich nach Hause zum Mittagessen, was willst du hier mit meiner Zeit? Oh, jetzt gehe ich zum Mittagsschlaf, was willst du hier mit meiner Zeit? Ich muss das einmal weiterdenken, jetzt muss ich noch aufs WC. Und Freizeit, Arbeit am Montag, was auch immer, Familienleben, mit Kindern unterwegs sein. Gott, was willst du hier mit meiner Zeit? Jede Sekunde, ich frage Jesus. Wieso schenkst du mir diese Zeit? Wie kann ich diese Zeit mit Ewigkeitsperspektive nutzen? Zum Beispiel bei der Arbeit. Jemand hat gesagt, egal welche Arbeit du hast, denke dir, Gott ist dein Chef. Finde ich recht cool. Meine Arbeit, die ich mache ich nicht zuerst irgendwie für das Geld, sondern ich arbeite für Gott. Gott, wie willst du, dass ich meine Arbeit tue? Dass ich diesen Garten pflege, dass ich mit diesen Menschen umgehe, dass ich dies tue, dass ich das tue. Wie kann ich damit dir und den Menschen dienen? Jesus sagt, er hat eigentlich alles, was er gemacht hat, hat er nur gemacht, was ihm der Vater gesagt hat. Was bedeutet das beim Autofahren, in der Freizeit und so weiter? Es wäre ein schönes Gebet, zu sagen, Jesus, welche Werke hast du für mich vorbereitet? Epheser 2,10, Gott hat für uns Werke vorbereitet. Am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, in dem Rhythmus, wo wir unterwegs sind, sagen, Jesus, jede Sekunde will ich mit dir unterwegs sein. Präge du diese Zeit in meinem Leben. Noch eine vierte Beobachtung, Gott darf immer reinreden. Jetzt bei Jesus hat man das nicht so gesehen, weil Jesus war sowieso ja so eng mit Gott verbunden, dass er mit ihm unterwegs war. Aber ich merke das bei mir selber. Oft habe ich meine Pläne im Kopf und denke, so oder so oder so muss es laufen. Und dann redet plötzlich Gott herein und sagt, hey, ich habe gerade für die nächste halbe Stunde einen anderen Plan. Manchmal gibt es das, dass so etwas ins Leben hinein passiert und du merkst, hast du auch schon erlebt, jetzt ist etwas anderes dran, als das, was ich eigentlich geplant habe. Und ich habe gemerkt, dass es gut ist, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, Gott darf zu jeder Zeit in mein Leben hineinreden und meinen Zeitplan durcheinander bringen. Weil das bedeutet ja, dass ich in den Zeitplan von Gott hineinkomme. Und das ist der bessere Zeitplan als meiner. Aber für mich bedeutet das normalerweise ein Durcheinanderbringen vom Zeitplan. Ich merke aber auch, dass das oft mit meiner Bequemlichkeit zu tun hat. Ich war letztens zu Hause, meine Kinder waren weg, meine Frau auch. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich ja Zeit, kann ich machen, was ich will. Habe mir schon Pläne gemacht, was ich alles also machen will und so. Dann habe ich plötzlich diese Stimme von Gott gehört und gesagt, geh in den Korb, kauf einen Zopf, bring ihn dem Nachbar und stell dich mal dem vor. Dann habe ich gedacht, nein, da habe ich keine Lust. Ich habe jetzt andere Pläne. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es klopft in meinem Herz, jetzt hat Gott geredet, jetzt ist genau dieser, wenn du sagst, Gott darf in dein Leben reden, dann höre jetzt und dann handle jetzt. Und es hat dann einiges an Kraft gekostet. Dann war der Nachbar nicht mal zu Hause.
Dann bin ich nach Hause, bin ich später nochmals gegangen, dann war er dann da zum Glück. Aber es kostet etwas. Gott, du darfst in mein Leben hineinreden. Ihr denkt vielleicht, ich als Pastor ist ja einfach, muss den ganzen Tag für Gott arbeiten, aber es ist gar nicht so einfach. Also wenn ich hier im Büro bin und etwas fertig machen muss und so und plötzlich Gott sagt, jetzt ist aber etwas anderes dran. Das muss man sich schon ein bisschen auch überwinden. Also ich will euch ermutigen, auch diese Entscheidung zu fällen. Gott darf immer rein crashen. Gott hat den besseren Zeitplan für unser Leben als wir. Das 4 kurze Beobachtungen. Man könnte noch ganz viel sagen zum Thema Zeit. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wo willst du, dass ich in diesem Punkt einen Schritt mehr lerne, wie du bist? Wie du mich haben willst? Wie kann ich meine Zeit dir, Jesus, unterstellen, dir hingeben und du darfst das gestalten? Was ist dein nächster Schritt? Im Psalm 139, wo wir das von den Büchern gelesen haben, wo Gott dein Leben hineinschreibt, dort schreibt der Psalmschreiber auch, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Also mit anderen Worten, Jesus, komm, prüfe du meinen Terminkalender. Zeig mir, wo ich auf einem schlechten Weg unterwegs bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Und deshalb will ich am Schluss jetzt dieses Bändchen nochmal einblenden, um eine Etappe nach oben zu kommen, vielleicht auf diesem Weg oder vorwärts. Vertrauensvolle Gelassenheit, verantwortungsvolle Zeitgestaltung. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber Jesus kann dir deinen Punkt sagen. Ich habe deshalb auf dem Platz diese kleinen Zettelchen verteilt. Das ist eine Vorderseite. Auf der Vorderseite steht dein Wochen-Next Step. Ich habe auch Schreiber hingelegt. Wir nehmen uns Zeit, ein paar Minuten, und ich will nochmals ein paar Punkte ansprechen. Und ich bitte dich, überlege dir, was möchte dir Jesus aufs Herz legen? Und dann schreibe diesen einen Schritt auf, den Jesus mit dir in diesem Thema vorwärts gehen möchte. Zuerst möchte ich dir die Frage stellen, hast du ein Ja dazu, dass Jesus der Herr deiner Zeit sein darf? Dass du sagst, ja Jesus, meine Zeit, die ich habe, ist so ein Geschenk von dir. Sei du der Herr meiner Zeit. Oder fällt dir das schwer? Ich möchte dich hier auch fragen, vertrauensvoll, kannst du Jesus vertrauen, dass er für dich sorgt? Was morgen kommt? Steckst du voller Sorgen über die Zukunft? Ist vielleicht daran, dass du sagst, Jesus, ich will dir vertrauen, dass du meine Zukunft im Griff hast? Dass du mir gibst, was ich brauche? Ist vielleicht dein Punkt auch hier, dass du von der Vergangenheit irgendwo festgehalten wirst? Oder dass du zu stolz bist und dich zu wichtig nimmst und manchmal vergisst, dass unser Leben wie ein Hauch ist, der kommt und wieder geht? Gibt es hier einen Punkt, der Jesus dir aufs Herz legt und sagt, hey, vertraue mir neu, mach mich zum Herr deiner Zeit, sorge dich nicht, deine Zeit ist in meinen Händen? Vielleicht ist es auch der Punkt an einem anderen Ort, verantwortungsvolle Zeitgestaltung. Vielleicht merkst du, dass du selber gar nicht Verantwortung übernimmst über deine Zeit. Kaufe die rechte Zeit aus. Sondern dass du dich treiben lässt. Dass du Zeitfresser im Leben hast, die einfach deine Zeit wegrinnen lassen. Und du merkst, du hast es gar nicht selber in der Hand. Vielleicht ist hier ein Punkt, wo du merkst, hey, da will Gott die Hand drauflegen. Meine Frau wüsste jetzt ganz genau, welches meine Zeitfresser sind im Leben. Ich weiß es eigentlich auch. Hast du Priorität im Zeitkalender mit Gott? Hat die Zeit mit Gott Priorität in seinem Terminkalender? Das heißt nicht, dass das die meiste Zeit in Anspruch nimmt, aber vielleicht die wertvollste, die erste am Morgen, die letzte am Abend, über den Mittag, wie auch immer. Ist das dein Punkt? Merkst du, dass du eigentlich gar nicht diese Zeiten hast im Alltag jeden Tag?
Oder war dein Thema mehr der Rhythmus? Merkst du, dass du in einem schlechten Rhythmus unterwegs bist, nicht in einem göttlichen Rhythmus? Wäre das ein nächster Schritt für dich? Oder ich möchte dich fragen, fällt es dir leicht am Sonntagmorgen im Gottesdienst mit Ewigkeitsperspektive, mit dem Herz weit offen für Gott unterwegs zu sein, aber im Alltag fällt es dir schwer, bei der Arbeit, in der Familie, mit den Kindern, wenn du alleine bist, in der Freizeit? Was bedeutet es da zu sagen, Jesus, du bist der Herr dieser Zeit, genau von diesen Momenten? Gibt es einen Bereich, wo du sagst, hey, diese Zeit, die gehört mir ganz allein, da will ich nicht, dass Jesus reinredet? Dann wäre vielleicht das dein Punkt, um hier aufzuschreiben. Oder sagst du, hey ja, ich merke immer wieder, wie Gott in mein Leben hineinredet, aber ich habe meinen Terminkalender und den will ich nicht durcheinander bringen lassen. Wäre vielleicht das dein Punkt, zu sagen, okay Jesus, du darfst reincrashen. Im 1. Korinther 10, Vers 31, dort heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Unsere Zeit soll und darf zur Ehre Gottes sein. Wir nehmen uns Zeit zum Beten. Zuerst wollen wir dir einfach Danke sagen, guter Gott, dass du uns Zeit schenkst. Zeit zum Leben. Wir können das Leben nicht selber machen, wir dürfen es als Geschenk aus deiner Hand nehmen. Und wir wollen dir Danke sagen, dass auch wenn unser Leben nur ein Hauch ist, ist es dir trotzdem unendlich wichtig. Und du hast jeden Tag in dein Buch geschrieben. Und du kennst uns und du liebst uns. Und du machst diese Zeit wertvoll, die wir haben. Wollen dir aber auch Danke sagen, Jesus, dass wir nicht sorgen müssen um morgen, sondern dass du, Jesus, sagst, dass du für uns sorgst. Und Jesus, wenn wir über Hingabe reden, ein Thema Zeit, Zeit ist etwas vom Wertvollsten, das wir haben, wenn nicht das Wertvollste. Und ich bitte dich, Jesus, mach uns zu Menschen, die die ganze Zeit dir hingeben, dass du Herr sein darfst unserer Zeit. Dass wir jede Sekunde mit Ewigkeitsperspektive leben können, ausgerichtet auf dich, dass wir mit unserem ganzen Leben dich ehren, mit dem Essen, mit dem Trinken und was wir auch tun. Auch die Momente, wo wir gar nicht vorstellen, dass es auch dir zur Ehre sein kann, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich auch für das, was jeder auf seinen Zettel geschrieben hat, dieser Next Step, dieser nächste Schritt. Gib uns Kraft und hilf uns dabei, diesen Schritt vorwärts zu gehen, auch wenn er schwierig ist, auch wenn es Energie kostet, Kraft kostet. Wenn es ein Schritt ist, der uns dir ähnlicher macht, dann lohnt er sich 1000-mal. Und danke, Jesus, dass du uns an der Hand nimmst, auf diesem Weg vorwärts zu gehen. Amen.